Et freut mich, dass die Rohrem dabei sieht. Da können wir aufhängen. An dieser Reportage gehen wir nach ein Keier auf 2 Matcher an. Überreichen uns 2 Gewinner vom Oktoberkonkurs, ein FCD-Verding 03-Trikot, stungen am Zelt vom Fanshop, haben dem Stadionspeaker vom FCD-Verding 03 Euro pur froh gestellt, und wären bei der Verlosung von der Ertelfinale von der Coupe de Luxembourg auch dabei. Für uns zu fänken holen wir nach ein Keier 2 Matcher in der Lupe. Weisen nicht die interessantsten Spielszenen, die Ambiance im Terrain und verschiedene Interviewen. Am Dest vom Championatsmatch gegen den RWR90 Dittling, die 0:0 ausgegangen ist, an der Cup-Match gegen China 6, den die Deverdinger Jungen mit 2:0 konnte gewinnen. Das ist ein Spitzenmatch, also ich bin natürlich froh, ich wäre froh, wenn Deverdinger gegen haut 3 Punkte kriegen. Es wird schwer. Mit die letzten Jahren haben wir schon immer gegen Dittling Punkte gekriegt, also sind schon optimistisch. Ich denke, dass wir schon Minimum mehr Punkte haut kriegen. Wir kommen von Dittling, wir sehen natürlich klar, Dittling als Favorit, das ist klar. Wir können ja keinen anderen als Favorit sehen. Meint an Deverdinger gibt sich einfach so kriegen lassen? Nein, auf keinen Fall. Also der Match ist dann nicht gewonnen, da muss man auf den Tisch gespielt gehen. Ganz interessant, sind wir gespannt. Also wir drücken mal Deverdinger Daumen. Ja, dann lassen wir uns überraschen, ne? Maar ja, ich meine, Miss Deverdinger weisen, spielen wir für den Champion oder spielen wir für den dritten Platz, ne? Und ich meine, wir gehen für den Champion spielen. Wie sieht ihr den Match? Wie ist die Ausstellung zum Match? Ich hoffe, dass es ein spannender Match gibt und dass Deverdinger gewinnt. Oh, für den Favorit, also ich meine, es sind 2 gute Equipen und die 2 können gewinnen. Und lassen wir mal gucken, wie der Match geht. Oh ja, heute geht es also ein wichtiger Match, ne? Wir hoffen, dass wir den gewinnen, ne? Heute geht es ein schwerer Match. Heute müssen wir besser spielen wie verschiedene andere Matches, ne? Ich will nun, weil die Dinger sind eine gute Equipe, ne? Matthias, du hast ja nicht nur einen E-Punkt verloren, also gewonnen mit 2 Punkten verloren. Ja, ich meine, wenn ihr guckt, die ersten 20 Minuten waren nicht gut am Match. Nun sind wir viel besser an den Match rangekommen. Am Endeffekt, in dem Stress, muss ich sagen, ja, wir hätten die 3 Punkte holen, aber wir können noch mal 0:0 leben.
Zum Schluss hat immens viel Chancen, wo Reusit gefehlt huet. Ja, muss ich so an eng Dach geht den 2mal ran, haut das net ragang leider. Wir gucken 4 an, ich mein der Punkt ist aber okay an dem Strich, auch wenn man die nedische Reusit haut net hatten, vielleicht en eng Mann Dach geht gin die Ball ran. Also lo de Kap schon gericht op de nächsten Sonden op de Cupmatch gegen Jeunesse. Ja natürlich lo preparieren wir den Cupmatch, doch saure Match. Wir konzentrieren uns lo weiter auf Jeunesse und dann gucken wir, wie es 4 geht am Championat. Bah voilà, on s'est qualifié. L'équipe qui voulait le plus la victoire l'a emporté. On menait 1-0 et on était en train de jouer face à une équipe qui avait dressé une forteresse devant son but, comme si elle menait 0-3. Ce n'était pas du tout le cas, donc nous, voilà, c'était un peu bizarre. Le match était un peu inversé, donc on a bien géré cette deuxième mi-temps. Voilà, ils ont commencé seulement à sortir à la 83e minute, mais bon, ça devenait un peu pour essayer de nous titiller. Après c'est 1-0. Ja, das richtig. Ich meine, war ein Match, wo du eine kleine Detail drüber könnt. Verdammt gar nicht nicht so gut kriegen. Du hast gelungen, mir nicht nur geschossen. Du nur die Situation probiert, noch auf Konter vielleicht ein 10-0 schießen, bei mir auf die letzte Minute gewartet. Aber schlussendlich kann ich sagen, dass man weiterkommt und dass das erzählt. Während der klenger Feier vom FC Deferding 03 für seine Sponsoren kruten noch die 2 Gewinner vom Oktoberkonkurs Sarah und Olivier ihren Trikot überreicht, wo als Spieler von der ersten Equipe sein Autogramm drauf los hat. Nach ein froh vom Konkurs, die Nummer 9, wie war das? Omar Erafik. Ja, das war den Omar Erafik. Der Konkurs war ja an sich nicht so schwer, meine ich. Nee, Anfang nicht. Nee. Ma ja, wir sind noch froh, wie ich heute heute zu begrüßen beim Match gegen den Navi Stiedling. Und ich meine, du hier an der VIP-Lounge könnt ihr ruhig ein Päckchen trinken. Wir hoffen, dass der Päckchen schon gut geschmeckt hat. Und an dem Sinn überreicht Jean-Philippe Caillé auch die 2 T-Shirts, die unterschrieben sind von den Spielern. Et du fond du cœur, je vous dis un grand merci parce que sans vous, tout ceci n'existerait pas. Donc d'abord, les joueurs, je crois que c'est à vous de faire un grand applaudissement à nos sponsors. Merci.
Für dich als Massehalber Mercedes für den 03 nur als Sponsor rüber getruden, wer ist da zu Sterne kommen? Ich war 4 Jahre lang Masseheit zu verding an si schon vu kleinem Mo eng Pap immer de Boysco gekommen an ich gif so lief zum Club an fir Publiitéit fir eis gerecht zu machen, wo man opgemet hun dat du am Januar zu ech gewi schon dat dat eng logisch Konsequenz gewicht fir den he Sponsor zu verding zu gin. Jo, wie mein Pap seet immer fir déi verding an de fir meist desideiert fir dat ben zu déi verding ze man net fir en andere Club an bis fir e Klamm zu machen. Für dem Publikum die nei a Flot Fanartikel vom Club nach besser kennen zu präsentieren, hat de Fanshop sich nirgend der VIP-Lounge opgestaut. Dazu de Chef Altmaisch. Ja genau, also mir hat am Vierfeld schon den Online-Shop aktualisiert, das heißt, du kannst online alles bestellen, aber die größere Matcher wollte man auf jeden Fall Präsenzweisen für als Fernsehen optimal auszurüsten mit den neuen Artikeln, wo als neues Slogan im Moment drüber ist. Und das war heute die erste Kehr, ja. Es gibt verschiedene Sachen, die doch können du bieten, außer dem T-Shirt oder nach einer Sachen. Genau, wir haben wie gesagt gerade Sitzkästen, wir haben T-Shirt, wir Poloen, wir haben Schaler, wir haben die Trikoten, Auswärtstrikot, Heimtrikot, also wir schon relativ viel für die Fans anzubieten. Diejenigen, die noch nicht auf dem Match können, die kann das ja, wie du schon gesagt hast, auch über den Internet bestellen. Ist das möglich? Ganz genau, wir haben ein Formular, wo ihr ausfüllt, wo ihr wohnt, wie sein Gräß das, was ihr hat. Und da kriege ich automatisch eine E-Mail, ich muss mit dem Kontakt setzen, an dem Moment gucken, für die Wand aufzuschließen. Ich vergebe ihm da seine Sachen entweder hier im Terrain oder schicken ihm per Post zu. Also sind wir ganz flexibel für die Sachen unter den Mann zu bringen. Für Damen, für mehr Herren, auch für die Kinder? Also mir momentan für Damen und für Herren kann er am Jugendbereich, da sind ich noch nicht so equipiert, aber das wird auch noch kommen, ja. De Speaker im Stadion as auch die Person, die bei all Match daheim de Leiit vir Match Spieler präsentiert, all Goal an Auswechslung durchgeht, an noch dafür sorgt, dass Publizität an Musik an der Pause stimmt. An ha mir uns ma Cliff Block en Halen, den de Mikro auch gut an der Hand huet. Also dat geht schon zurück seit Reposzeite kann ich so dat heißt, dat wird so an den wird so ugefangen hun, dat heißt, die Zeit hun ich vom Orlando Schüler die überhol. Dat man nach an der Buwelt gemer, so dat war spontan, dat heißt, war méi opprovoséiert wie haut an ja, seit 90 dabei. Ich muss uns so net lang, weil normal was den Franz Meusch, dat mein zweiten Adjoint, dat ich mir wie bisschen of hin meiner Vakanz nicht oder hin dat möchte aber ganz viel Spaß. Wie bist du dazu kommen, für die Speaker zu machen? Ja, ich war die Zeit am Red Boys Fanclub an
den an der Schul den huet fréier dat heute gemacht. An du mat Tage bisssen opgedeelt an hun dem Gil gesot, weil dat gif mal Spaß machen fir so Speaker zu sinn. So der probier en Käier wie gesot an dünsch probéiert ber Spaß gemacht so löst vu mir gift. Ech hun schon Tillebierch gemacht. Tillebierch an Hai, dat schon ganz de großen Nënnerschein Tillebierch, dat war ja wirklich so richtig kult. Das war einfach genial. Dat heißt, Ufang Tillebierch, dat war wie gesagt hannen, wann in die Albiweit guckt, du hat mir ganz kleine Raum hannen, du se Fläche stockiert, dann du hat mir en ganz klein anlaren CD-Player an der Mikro, dat war alles. Du gefangen. An der Zeit wie den FCD für den Gründginnners wie gesagt eng Boot bei Kreaturen auch improviséiert am Ufang bisssen han bisssen verfeinert gin an den Tillebierch haut nach immer cool deinig an super Infrastrukturen ha is noch froh drüber mit den Tillebierch dat bleibt verkult. Wer dann hein mat Emotionen van Lo Deverding ha 4 ass bleibst du da ruhig heier oder springst dann hein der Kabine noch op an den Hof. Normalerweise am Ufang wie gesagt war der immer so ja du gehst schon immer mat hängt vom Match bisschen auf dat heißt, du wirklich spaß voll dabei aber du musst natürlich auch ein bisschen kalm bleiben ich meine du hast ni aus unzusuchen auch von Auswistung auch von denen gegenischen Kippen also du bleibst schon relativ fair dein Herz schlägt da war schon für verding. Bei der Auslösung vun der Ertelfinal vun der Coupe de Luxembourg als Korel vum FCD verding 03 op déi vum CSKW Mächer aus der Ehrepromotion gefallen. Bei net dem scheinste Wider wärmer Training an hunn Dënno Purspieler gefrot, wiei sie de Kuppmatch dann géint den CSKW Mächer gesinn. Je pense que ça va être un match compliqué, il faut qu'on prenne le match au sérieux. Après, ça reste un match de coupe. On sait que les petites équipes, souvent, se donnent à 100% quand elles rencontrent, on va dire, un plus gros. Et puis voilà, nous, on sait ce qu'on a à faire et puis voilà, on va essayer de remporter ce match avec la manière. Ja, aber das ein Kuppmatch, ne? Also es geht darum zu gewinnen. Das ist einfach egal wie. Ich habe gesagt, wir gewinnen den Match. Ich meine, wir wollen weiterkommen. Das wichtig für uns. Greif Macher, wie es nach an der BGL League war immer schwierig für uns, zu gewinnen. Boah, ich hoffe, wir müssen uns ganz gut auf den Match konzentrieren, an die ganze Stellen, für dass wir da weiterkommen. Am Klassement vom Championat steht den FCD verding op der 3. Platz am Klassement. An die 2 selwicht Spieler beschreiben den Lo aus ihrer Sicht die Saison so. Positive. On est 3e du championnat. Après, pour ma part, on a fait des bons matchs. Après, on a perdu des points bêtes contre des petites équipes. Et ça nous arrive souvent. Et c'est ce qui nous a coûté la première place il y a 2 ans et de jouer le haut de tableau l'année passée. Donc voilà, on va essayer de rectifier ça sur les derniers matchs qu'on a avant la trêve et pour débuter de pied fort au début du championnat pour l'année 2017. Ja, aber sag ich mal, gehen voller als die wüste Match noch könnt mir noch andere Match an die noch wichtig zu gewinnen. Biselo gibt es dann das ein gut Saison aus, mit nicht viele Punkte verloren, mit noch kein Match verloren. Da sie man wichtig weiß, das ist gut für Confiance. Das ist wir spielen nicht schlecht, wir kriegen das Punkte. Natürlich an den einen oder anderen Punkt nach auswärts können wir mehr holen. Aber für das zu resümieren, am Anfang ist eine Saison, die ganz okay ist. Biselo. Den Dwayne Holter, den Center dieser Saison als Mittelfeldspieler beim FCD verding spielt, steht Nobel 1,5 Jahre Verletzung orem op der Lucht vom Nationaltrainer. Hien, der schon 2014 an der Nationalequipe gespielt hat, seht das heute. Ja klar, ich bin ganz zufrieden, in der Nationalequipe zu sein. Schon lange dafür gekämpft, ich war lange verletzt. Und ich bin froh, dass ein Holz mir zurückgerufen wird für die Nationalequipe, dass ich mich auch beweisen kann, dass ich auch mehr Heiß spielen kann wie BGL.
Ja klar, ich gif mich wunderbar freuen dabei zu sehen. Ich fand net schlechte Stage gemacht an schaffen, dass ich also gesund bleiben und dann für nächstes Stage auch dabei sein. An dat wäret dann lo de klenge Resime iwwer den FCD-Verding 03. An ech hoffen mir vill méi ma Manabella ze summen, dat mir uns den 16. Dezember ha Day-Verding 03 Channel ëm gesinn.